für der zweite Oktavwoche begrüßt ich euch ganz herzlich aus der Kathedrale Notre Dame von Lützeburg. Wir war droh von heute Pontifikal Andacht, gepräsidiert vom Erzbischof von Lützeburg, dem Kardinal Jean-Claude Hollerich. Als Auffang sangen wir lauretanische Litanei Cappuccinorum, bei der Aussetzung Les Mains Ouvertes vom Odette Vercruz, der Regina Zöli Magnificat 574, den Tantum Ergo ob Melodie Deinem Heiland, an als Schlusslied Selig das Volk von Pierre Bartel. Den Domorganist, den Herr Paul Breich, spielt als Sortie Sonatina in D vom Christian Ritter. Kantore sind Madame Helen Neissen-Schneider an den Herr Marc Dostert. Thema von der Predigt von der Madame Midi Hellers, Kooperatrice Pastoral an der Park Kodal Saint-Barb as Haut, wie enger Stimme no goen, dem Gewissen oder der Angst. Trinitas unus Deus, miserere nobis. Sancta Maria, ora pro nobis. Sancta Dei Genitrix, Sancta Virgo Virginum, ora pro nobis. Mater Christi, ora pro nobis. Mater Ecclesiae, Mater misericordiae, ora pro nobis. Mater divinae gratiae, ora pro nobis. Mater Spei, Purissima, ora pro nobis. Mater
vastissima, Mater inviolata, Mater intemerata, Mater immaculata, Mater amabilis, Mater admirabilis, Mater boni consilii, Mater creatoris, Mater salvatoris, Virgo prudentissima, Virgo veneranda, Virgo predicanda, Virgo potens, Virgo clemens, Virgo fidelis, Speculum justitiae, Sede sapientiae, Causa nostrae laetitiae, Va spirituale, Vas honorabile, Vas insigne devotionis, Rosa mystica, Turista vidica, Turis eburnea, Domus aurea, Federis arca,
firmorum. Refugium peccatorum. Solatium migrantium. Consolatrix afflictorum. Consolatrix afflictorum. Consolatrix afflictorum. Auxilium Christianorum. Regina Angelorum. Regina Patriarcharum. Regina Prophetarum. Regina Apostolorum. Regina Martyrum. Regina Confessorum. Regina Virginum. Regina Sanctorum Omnium. Regina sine labe originali concepta. Regina in celum assumpta. Regina Sacratissimi Rosarii. Regina Familiae. Regina Pacis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi. Pace nobis Domine. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi. Exaudi nos Domine. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi.
ora pro nobis sancta Dei genitrix. Ut digne petiamo promissionibus Christi. Lass mal beten. Herrgott, unser Pap, du bist barmherzig. Du gehst als Altrost. Der Jung hat Kreuz Maria sing Mam auch eis zur Mam gehen. Lauscht ob eis Patrinisch, die für euch schwätzt. Schenk eis an all Not, dein Trost an den Hilf. Dafür biete mir, durch Jesus Christus, der Jung, eisen Herr an eisen Gott, den an der Einheit vom Heiligen Geist, mit dir lieft an Herr as, an all Ewigkeit. Amen. Der Herr sei mit euch. Aus dem heiligen Evangelium nach Matthäus. Ihr sei dir, o Herr. Als Jesus vor dem Statthalter stand, fragte ihn dieser: Bist du der König der Juden? Jesus antwortete: Du sagst es. Als aber die Hohepriester und die Ältesten ihn anklagten, gab er keine Antwort. Da sagte Pilatus zu ihm: Hörst du nicht, was sie dir alles vorwerfen? Er aber antwortete ihm auf keine einzige Frage, sodass der Statthalter sehr verwundert war. Jeweils zum Fest pflegte der Statthalter einen Gefangenen freizulassen, den das Volk verlangte. Damals war gerade ein berüchtigter Mann namens Barabbas im Gefängnis. Pilatus fragte nun die Menge, die zusammengekommen war: Was wollt ihr? Wen soll ich freilassen? Barabbas oder Jesus, den man den Christus nennt? Er wusste nämlich, dass man Jesus nur aus Neid an ihn ausgeliefert hatte. Während Pilatus auf dem Richterstuhl saß, sandte seine Frau zu ihm und ließ ihm sagen: Habe du nichts zu schaffen mit jenem Gerechten? Ich habe heute seinetwegen im Traum viel gelitten. Inzwischen überredeten die Hohepriester und die Ältesten die Menge, die Freilassung des Barabbas zu fordern, Jesus aber hinrichten zu lassen. Der Statthalter fragte sie: Wen von beiden soll ich freilassen? Sie riefen: Barabbas. Pilatus sagte zu ihnen: Was soll ich dann mit Jesus tun, den man den Christus nennt? Da antworteten sie alle: Ans Kreuz mit ihm. Er erwiderte: Was für ein Verbrechen hat er denn begangen? Sie aber schrien noch lauter: Ans Kreuz mit ihm. Als Pilatus sah, dass er nichts erreichte, sondern dass der Tumult immer größer wurde, ließ er Wasser bringen, wusch sich vor allen Leuten die Hände und sagte: Ich bin unschuldig am Blut dieses Menschen. Das ist eure Sache. Da rief das ganze Volk: Sein Blut über uns und unsere Kinder. Darauf ließ er Barabbas frei. Jesus aber ließ er geißeln und lieferte ihn aus zur Kreuzigung. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Lieben Herr Erzbischof, lieben Herr Weihbischof, liebe Leute hier an der Kathedrale,
daheim über das Radio, Tele oder Internet. Thema von heute ist, wie enger Stimme nachgehen, dem Gewissen oder der Angst zu verlieren. Eine schwere Frage. Vielleicht, dass das auch schon mal geschieht, dass wir Zeiten oder sogar Opfer sind, wo etwas nicht korrekt verlaufen ist, wo einem anderen oder uns selber Unrecht gedauert, ja, wo ich gemobbt gauf, am Beruf, an der Kirche, Politik, Gesellschaft oder auch an der Familie. Vielleicht waren das Situationen, wo es klar war, das darf nicht sein. Da muss ich reagieren. Das kann ich nicht einfach so stehen lassen. Bei diesen Überlegungen denke ich als Kant von der als Nachkriegsgeneration, denke ich an Generationen vom Zweiten Weltkrieg, wo Menschen, die nicht auferstanden wären, an das gesagt tun, hier das Leben riskiert tun. Leute, die wir heute groß kennen, Dietrich Bonhoeffer, Edith Stein, aber auch bei uns Familien, die Lützeburger Jungen oder Gläubiger von der jüdischen Gemeinschaft verstoppt oder ihnen geholfen zu flüchten. Lützeburger Jungen, die sich als zwangsrekrutiert anziehen gelassen haben, für ihre Familien zu schützen. Und noch heute gibt es Menschen, die wollen Skandale aufzudecken, sich für den Rechtsstaat einsetzen, an sich selber, an ihre Familie Gefahr bringen. Bestimmt waren sich die Betroffenen bewusst, wenn ich auf das hinweisen, kann das auch für mich und meine Familie gefährlich gehen. Eine ähnliche Situation begegnen wir am Bibeltext von heute, wo Jesus vor seinem Tod von Pilatus den Prozess gemacht hat. Der Pilatus war vom Kaiser Augustus zum Statthalter ernannt worden. Das hat sicher mit sich gebracht, dass er alle Interessen hat, für den Kaiser an die Hand zu spielen. Sie wird seiner Verantwortung als Chef von der römischen Verwaltung, als Richter oder Responsabel vom Steuerbüro. Ein paar Worte zum biblischen Kontext. Nur 3 Jahre an der Öffentlichkeit kommt Jesus zurück auf Jerusalem. Er war durchs Land gezogen, hat als Botschafter vom Herrgott mit viel Leid und Courage Menschen versammelt, geheilt, getröstet, gerufen, geschickt an und hat auch den Tempel geraumt. Hier hat sich nicht gescheit, wenn es dann nötig war, die politisch und religiös Verantwortlichen auf Platz zu setzen. Für all die war hin und der mehr. Dafür go 4 Jahre geklot. Wie die Jesus auf Jerusalem zurückkam, wusste ihn, was ihn da ging erwarten. Hin hat all dem können aus der Face gehen. Mehr aus Slave zu seinem Pap, an aus Slave zu Eis. Hat ihn auf sein Gewissen gelauscht hat, und aus diese schwere Weh bis zu Ende gegangen. Die eigentliche Anklage gegen Jesus war religiöser Natur, aber die war für das römische Recht nicht strafbar. Das wussten die religiös Verantwortlichen, die Hohepriester und Schriftgelehrten. Aber sie wollten Sänger aber lassen. Dafür haben sie einer Nische Gesicht, für ihr Gericht zu schläfen, und sie haben ihm vorgeworfen, dass ihn die Leute abgestüppelt hat und dadurch eine Gefahr für den zivilen Frieden wäre. Dabei haben aber sie selber die Leute abgestüppelt. Dass ihn die Leute gesagt hat, sie sollen keine Steuern bezahlen
an dürfe dat römische Reich finanziell Verlust damit darstechen. Dass hier sich selber als König ging ausgehen und dat ein Gefahr für den römischen Kaiser wäre. Weil die religiösen Autoritäten aus dem Tempel im hier Murcht gefährt haben sie die Leute abgestöppelt und manipuliert. Dazu muss ich leider sagen, dass das von den Römer besaten dann ausgebeut Volk sich aber auch manipulieren gelassen hat. Ob die Frau von Pilatus, was Jesus da verbracht hat, was Todesstrafe ging rechtfertigen, da kam keine Antwort. Der Jesus hat gesteuert, dafür hat er fort. Zwischen den Zeilen ist zu lesen, dass dem Pilatus die Sache aber nicht ganz geheuer war. Er hat nur Auswehrgesicht, für aus dem ganzen Schlamassel da rauszukommen, ohne aber selber das Gesicht zu verlieren. Wir erinnern uns, dass Pascha-Fest, wie am Evangelium geheischt wird, Gefangenen, den die Leute selber konnten wählen, aus dem Prison konnten losgehen. Der Pilatus wollte Jesus freilassen. Mit Volk hat der Barabbas gefordert. Dann hat sich auch nach dem Pilatus seine Frau dran gemischt. Hier sollte Jesus freilassen. Vielleicht, das muss man sich vorstellen, an einem Moment, wo die Jesus von seinen eigenen Landsleuten, Religionsgefährten, ob ein himmelschreiender Weise unschuldig ugeklot, auf von seinen Freunden armselig am Stach gelost wird, da setzt sich eine heidnische Frau für ihn an. Der Pilatus könnte mit der Faust auf den Tisch schlagen und so, und Jesus wird nicht verbracht, ich verurteilen ihn nicht. Aber das hat hier selber den Kopf gekostet. Für das Gesicht nicht zu verlieren, hat er sich für eine versammelte Gemeinschaft die Hände gewaschen, für damit auszudrücken, ich drohe hier keine Verantwortung, das ist Sache. Mir kann ihn das, dir wen das, sich einfach so aus der Verantwortung ziehen, sich die Hände waschen. Eigentlich ist die Situation ganz unmöglich. Da sind am Hannerland, die Pferde gezogen haben, anscheinend super religiöse Menschen, die dann von den Regeln, Gesetzen oder Paragraphen fordern, aber natürlich nicht mehr für die Jana. Aber sie selber haben kein Problem damit, für die Leute zu manipulieren, für ihren Unschuldigen hinzurichten, für dem Jesus Singer Last zu gehen. Das zu hoffen, dass auch dem Pilatus sein Gewissen sich nicht irgendein gemeldet hat. Wo er doch gewusst, dass ihn am Jesus gegen Unschuldige verurteilen. Aber die Angst um die eigene Karriere war mehr groß wie das Gewissen. Und da sind noch danach die Leute, die beim Jesus-Sänger Entre a Jerusalem jubiläiert tun. Lo für Herodes jeizen sie just de contre. Hätten sie wie für drun Hosanna, lo, nee, gerufen. Wie wird die Geschichte dann ausgehen? An mir? Was hätte mir gemacht? All die Menschen sind dem Jesus begegnet. Die enge, couragiert Zeichen vom Jesus für Recht und Gerechtigkeit. Die Jana, armselig Verräter. Alles bis heute höchst aktuell Themen. Als sie bis so hoffentlich so extrem Situationen nach Spurt blieben, mir sicher, wo noch mir schon mal den richtigen Bauchweh kriegt, bei populistischen Kommentaren, sie öfter die Menschen, die auf der Flucht sind, die alles verloren haben, aber ja, eine neue Zukunft sichern,
oder sonst gegen die Ausländer, Kirche oder gesellschaftliche Themen. Wenn wir so simplistisch Kommentaren hören an unserem Umfeld, wie enger Stimme folge mir dann? Unserem Gewissen oder der Angst? Was will, müssten wir eventuell machen, wir trauen uns nicht. Für was? An einem Moment von Stille wollen wir den Herrgott bitten, den nötigen Courage und Kraft, für mit Respekt und Wohlwollen, da wo es nötig ist, das zu sagen, was muss gesagt gehen. Zum Wohl und Schutz von Betroffenen und aus 3 zum Jesus singen Wort. Heilige Maria, Gottes Mam. Auch wir haben nicht immer den Courage zu sagen oder zu machen, was du steht. Trösterin am Leid, bet für uns.
Herrgott, wir all drohen an irgendeiner Form Verantwortung für andere. Sie wird an der Familie, am Beruf, an Politik, Kirche oder am Verein. Weil das nicht immer einfach ist, kommen wir mit Eisen Ulayes bei dich. Wir beten, dass wir bei allen wichtigen Entscheidungen nicht als Agent mit wohl von den anderen am Blick behalten. Herrgott, heia Eis. Herrgott, heia Eis. Wir beten dich für all die Menschen, die an der Politik oder an der Kirche schaffen, dass die betroffenen Personen nie vergessen, dass Minister sind an Politik oder Kirche kein Ehrentitel mehr eine Verantwortung ist, am Dienst an zum Wohl von denen, die ihnen vertraut goufen. Herrgott, heia Eis. Herrgott, heia Eis. Nous te prions pour toutes les personnes victimes des abus sexuels ou de pouvoir, qu'ils puissent recevoir aide et soutien pour reconstruire leur vie et que les abuseurs soient pris en procès. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Wir bitten dich, Herrgott, für die Menschen, die an religiösen, wirtschaftlichen und politischen Themen ihrem Gewissen nur handeln, und damit sich selber und manchmal auch ihre Familien an Gefahr bringen. Leid und begleitet sie auf ihrem schweren Weg. Herrgott, heia Eis. Herrgott, heia Eis. Seigneur, dans un moment de silence, nous te confions les personnes et les intentions que nous portons dans notre cœur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Seigneur, écoute nos prières, celles que nous exprimons et celles que toi seul connais. Nous te le demandons par l'intercession de Jésus, notre Seigneur et notre frère. Regina Tuli, Prions. Dieu qui, par la résurrection de votre Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, avait bien voulu réjouir le monde, faites-nous parvenir par la prière de la Vierge Marie, sa mère, aux joies de la vie éternelle. Par lui, Jésus le Christ, notre Seigneur. Sacramento
Christi Fies. Alleluia. Omne delectamentum inseramente. Alleluia. Oremus. Deus qui nobis sub sacramento mirabili passionis tuae memoriam reliqueste, tribueque sumus, ita nos corporis et sanguinis tui sacra mysteria venerari, ut redemptionis tuae fructum in nobis iugiter sensiamus, que vivis et regnas in saecula saeculorum.
Wir haben pontifikal Andacht überdrohen aus der Kathedral von Lützeburg. Die könnt ihr einmal lauschen, heute Abend um 19 Uhr beziehungsweise um 23 Uhr um Dock. Wie auch letzte Woche meine ich auch heute darauf aufmerksam, dass alle Guten die Möglichkeit nicht tun, an die Kathedral zu kommen, aber können ein Kerz bei der Trächterin an ihren Ulais brennen lassen. Der braucht just den Betrag von enger oder mehr Kerzen auf den Konto von der Kirchenfabrik zu überweisen. Da geht Kerz mit ganzer Sicherheit hier bei der Trächterin gebrannt. Weiter dann ist noch möglich für die Urgel und die Restauration von der Urgel, wie auch, wenn der weiter hier will, das Andachten wie auch Sondesmass können überdrohen gehen, auch dafür als Alter willkommen. Merci für Ihre Generosität. Für die Leute hier in der Kathedrale, die hat auch heute die Möglichkeit, hier beim Podium, wo sonst Choral steht, singt, ein Quart oder 2 Quarte mitzuholen, für eine Person zu checken, die lang ist, die krank ist, die Möglichkeit nicht hat, an die Kathedrale zu kommen, an so ein Gruß von der Mutter Gottes und noch von ihrem Gebiet heimzuchecken bei die Person. Quarte gehen nur der Andacht hier ausgedeelt. Als alle Guten wünschen wir weiterhin ein ganz schön 2. Oktavwoche. Alle geben wir das Mikro zurück an das Studio.